Liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Sektoren vom Druck, von den Medien und von der Kultur, und noch hier Familien alle Gute, wir wollen heute ein paar Worte und erst richten, erlaubt mir aber für dich ein paar allgemeine Sachen zu sagen, was da selbst angeht am Moment beim OGBL. Wir werden als OGBL, als die verschiedenen Syndikate, als Service Information, Conseil, Assistance aux Membres, weiterführen mit unserer Arbeit, für erst so gut wie möglich an dieser ganz schweren Situation zu unterstützen. Und noch von als Büro und so sehen, so schaffen es Leute am Moment alle Guten am Teletravail und da können sie auch erreichen, so wie das immer schon bis konnte erreichen, über Telefon 26 54 37 77, respektiv auch zu allen Moment über die Mailadresse info@ogbl.lu. Der Bereich von den Druckereien ist ein Bereich, der schon in den letzten Jahren ganz schwierige Zeiten durchlebt hat. Dadurch, weil viel digitalisiert ist, haben die Druckereien Männer Aufträge gekriegt und das hat sich natürlich auch direkt ausgewirkt auf die Salarien, die an dem Sektor arbeiten. Das ist so, dass die viele Druckereien müssen so machen, dass die viele Druckereien müssen Faillitt erklären und dadurch natürlich die Salarien ihre Arbeitsplätze verloren haben. Auch an diesem Moment sind ganz viele von Erstobausen, die an dem Sektor arbeiten, die Angst haben um ihren Arbeitsplatz, die nicht wissen, ob ein geschwind Aufträge kommen, ob ein Aufträge, die als Suspens sind, nur aber werden gemäht gehen. Wir fordern dafür auch die Employeuren auf, hier Leute nicht zu entlassen, zu gucken, was für Möglichkeiten es gibt, für die Leute an den Teletravail zu setzen, auch wenn es vielleicht eine Purservice sind. Und dann natürlich von all den Mesuren zu profitieren, die am Moment en place gesetzt sind. Und ich will hier eine Mesure nennen, die ganz wichtig ist, auch für den Bereich, das ist den Chômage partiell. Aber wenn möglich auch die Leute nicht nur 80% von ihrem Lohn zu gehen, mehr für ihre Arbeit, die sie während Jahren gelegt haben, auch die 100% zu gehen, für dass sie nicht an Existenzschwierigkeiten kommen. Der Bereich der Medien hat im Moment eine ganz wichtige Aufgabe hier im Land und auch im Ausland. Das für verschiedene Leute, und ich schwätze hier von den Leuten, die daheim bleiben müssen, sie wird, weil sie vulnerabel sind, sie wird, weil sie in Quarantäne sind, weil sie sich eventuell schon angesteckt haben mit dem Coronavirus. Das ist die einzige Möglichkeit, wo sie nach ihrem Kontakt ein bisschen zur Außenwelt behalten, indem sie können über Radio, Television, über Zeitung die nötigen Informationen kriegen. Der Medienbereich hat dafür eine ganz wichtige Aufgabe, den Leuten mitzuteilen, was am Moment draußen geschieht, was die Mesuren sind. Ich will aber auch hier darauf hinweisen, dass es nicht durchgeht, dass die einzelnen Mediengruppen just hingehen und den Leuten draußen mitteilen, was die Mesuren sind von Protektion auf der Arbeitsplatz, den Teletravail und so weiter, aber dass sie auch selber an ihrem Betrieb gucken, dass die Leute, die hier arbeiten, genug geschützt sind. Das ist für mich unverständlich, dass es noch immer Entreprisen gibt am Medienbereich, die an großen Open-Space-Büros arbeiten, Büro um Büro, ohne den nötigen Schutz. Und heute die Aufforderung, wann ich gelieft, passt auch auf Leute auf, als schützt Salarien, die alltag eine wichtige Aufgabe machen, für die Informationen nach außen zu drohen. Ein zweiter wichtiger Punkt an dem Bereich, das sind die sogenannten Freelance. Das heißt, das sind Leute, die an einem Statut sind von Independant, obwohl sie an einem Arbeitsverhältnis sind, wo sie praktisch 100% von einer Entreprise abhängig sind. Natürlich ist es so, dass der Medienbereich eine ganze Reihe von Dossien, Reportagen, Magazinen nicht mehr gemäht gehen. An die Leute dann natürlich die Ersten sind, die sogenannten Freelance, die dann hier Arbeit werden verlieren. Und da ein Aufruf hauptsächlich auch und als Politiker und die zuständigen Ministerin, dass endlich es so ist, dass die Leute auch vom Chômage partiell profitieren können. Es geht nicht durch, dass wir noch lange darüber diskutieren, weil die Leute, die sind abhängig von dem Geld, was sie als Freelance verdienen, aber wenn sie das nicht mehr haben, dann sind sie mehr an einer Existenznot, weil sie ohne irgendein Abkommen durchstehen. Dafür den Aufruf setzt, wenn ich gelieft, direkt Mesuren en place, dass diese Leute auch können vom Chômage partiell profitieren. Dann allgemein nach an den Medien auch ein Aufruf nach und die Einzelentreprisen, guckt auch, wann ich gelieft, auch, dass der Lo endlich darauf verzichtet, nach Live-Reportagen zu machen, nach Gäste an das Studio anzuladen, für do Interviewen zu machen. Heute bestehen Möglichkeiten, und die schon immer bestehen, für die über Telefon zu machen, für die andere Medien zu machen, wie Skype, wie WhatsApp, und wie all die Medien heißen, für
de Leiit, die bei ihr schaffen, net enger Gefahr auszusetzen, dodurch dat de friem Leiit an de Betriebe rakommen. Kultur as e ganz wichtiger Bereich halt zu Lützeburg. Et ass e ganz wichtiger Bereich an enger Demokratie. Et ass do, wo en sech kann ausstrecken, wo e kann Kritik üben, wo de Künstler kann seg Menung soen an d Leiit op Sachen hinweisen. Am Moment ass Kultur am Standby. Dat ass auch richtig so, die Mesur huet misse geholl gin, fir d Leiit ze schützen, fir dat net viel Leiit op enger Platz ze Summe kommen, so wie d Mesuren am Moment virgesinn. Muss en awer auch oppassen, dat Kulturem so séier wie méiglech ka belieft gin an dem Moment, wo et méiglech ass. Dat teescht net lo onendlech lang am Standby bleiwen. Natierlech schon mat Situationun bei der Kultur vun den Kënchtler an ech will ha besonders auch von denen schwätzen, die als intermittent schaffen, dat teescht die zum Deel zu 100% aufhängig sind vun ihrem Künstler-Dasein, dat teescht, die kein ändert Abkommen hunn am Moment hunn se kennt. Dodurcher, weil keine Produktionen mehr sind, weil die Einzelhäuser zougemäht hunn, an en net wees, wie lange das dauert. Ha sind am Moment Diskussionen am Gangen, fir dat die Intermittenten auch könne vom Chômage partiell profitieren. An dofir auch heute den Opruf und die einzel zuständig Ministerin mat dat wannnech gelieft ganz séier, weil die Leute, die hunn am Moment kein Abkommens, sie fährten mir Existenz, net nem hier, mir auch die von ihrer Familie. An dofir muss het unbedingt sinn, dat die Leute auch können eng Unterstützung kreen an net einfach so du sitzen ohne irgendein Abkommens. Da vielleicht zum Schluss noch und alle guten Leute, die dobause sind, am Moment nicht richtig wissen, wie es soll weitergehen. Wir wünschen euch alle Gute vom OGBL, dass durchhält und das Allerwichtigste bleibt gesund und bis geschwind.